Es gibt mehr Hochzeiten in Kosovo, also dort gibt es immer Hochzeiten. Und da halt in der Schweiz nie. Wirklich nie. Ich habe noch nie eine Hochzeit hier gekommen. Hi, ich bin Sana, ich komme aus Basel, bin in der 3. Klasse und bin 9. Meine Hobbys sind, dass ich mehr Mangas male und dass ich noch mit meinem Bruder etwas zusammen unternehme. Ona kam moment në bobin për Kosovës, edhe ona kam në Slovenqa në 90 vjet, edhe unë në Spanien und voll Stipp. Und ja, das habe ich gerade Albanisch gesehen, also so rede ich halt normal. Was ich so gesagt habe, also übersetze ich jetzt, habe ich gesagt, meine Eltern sind aus Kosovo, ich habe einen Bruder, der 19 Jahre alt ist und ich rede heima Albanisch. Mit dem Auto, wenn wir mit dem Auto in Kosovo gehen, dauert das halt 30 Stunden und wenn wir mit dem Flugzeug gehen, dauert das halt 2 Stunden. Also in Kosovo sieht das mehr so aus wie irgendwie ein bisschen so wie eine verlassene Stadt, aber manchmal auch sehr cool. In Kosovo ist es fast so genau gleich wie in der Schweiz. Einfach nur das Ding ist, dass es dort so eine viel arme Stadt ist. Also dort gibt es viel mehr wenige Personen, weil sehr viele aus Kosovo und von Albanien, die sind hier in die Schweiz gekommen. Weil ihr Haus ist ganz kaputt gegangen und also die haben kein Haus gehabt nach dem Krieg so und dann nach Krieg haben die fast kein Haus mehr gehabt und dann sind die hier in die Schweiz gekommen, weil die genug Geld hatten zum Glück. Dort in Kosovo fühle ich mich halt viel besser, weil dort haben ich alle Verwandte. Und wenn ich irgendwie hier in der Schweiz bin, dann ist es irgendwie anders, weil ich keine Verwandten habe, mit denen ich so reden kann. Nur FaceTime kann ich mit meiner Cousine halt. Also die Pfannkuchen sind sehr legendär bei uns. Die machen wir verschiedene Morgen irgendwie, also zum Beispiel. Also meine Oma macht es sehr gerne halt und ist einfach das Einfachste. Oma macht das und immer wenn ich da am Morgen aufstehe, dann macht meine Oma es quasi da. Also macht mir Pfannkuchen. Ich so, yeah. Es gibt mehr Hochzeiten in Kosovo, also dort gibt es immer Hochzeiten. Und da halt in der Schweiz nie. Wirklich nie. Ich habe noch nie eine Hochzeit hier gekommen. Bei der Hochzeit habe ich so ein weiß-blaues Kleid, es ist gerade hier bei mir im Kleiderschrank, es ist gerade das hier. Also Hochzeit läuft erstmal so ab. Erstmal ist so, wir gehen um 2 Uhr zur Hochzeit so und dann, wenn wir bei der Hochzeit sind, ist so eine kleine Hütte irgendwie, wo wir auf Braut und Mann warten. Und dann gehen wir halt um 5 Uhr wieder heim. Und dann müssen wir nach einer Stunde müssen wir wieder in die Hochzeit gehen. Dann ist es eine ganz große Saal halt, also eine Villa. Und dann, wenn wir dort sind, ist mehr dort so Musik. Also es ist mehr so ganz laut und wenn es vorbei ist, also um 1 Uhr morgens gehen wir wieder heim, typisch. Und ja, wenn wir wieder heimgehen, dann muss ich immer so wie ein bisschen schreien, irgendwie, weil es so laut ist. Und wenn ich etwas reden will, dann muss ich entweder immer so rausgehen, weil raus hört man es ja auch, aber nicht so ganz. Also was ich cool finde ich am Zeichnen, am Schluss erstmal male ich. Ich sehe nicht genau, was ich gerade male, aber ich male einfach und dann, wenn ich das Ganze sehe, dann denke ich mir so, okay, gut oder wow, ich habe perfekt gemalt. Also das ist Paula, meine beste Freundin aus meiner Klasse. Sie ist die jüngste aus der ganzen Klasse, aber dafür die schlauste. Sie kommt immer zu meinem Tisch, also zu meinem Platz und sagt, ey, was malst du dort? Weil sie findet es immer interessant, was ich gerade male. Und dann hat sie gesagt, oha, weil ich habe ein Bild von mir gezeichnet und als Manga, kann ich gerade jetzt zeigen, ich habe mich selbst auch so Anime gemalt, gerade hier. Ich habe mich selbst auch noch so gemalt. Und dann hat sie es halt gesehen und hat gesagt, ey, kannst du mich auch malen? Dann ich so, okay. Und habe in der nächsten Seite alles perfekt wie möglich gezeichnet.
bin ja quasi auch Albanerin halt. Also ich bin aus Kosovo, also ich bin halt aus Kosovo halt. Ich bin ja in der Schweiz geboren, aber mehr bin ich so albanisch und rede albanisch heim so. Und deshalb finde ich mehr, dass das mein echtes Zuhause ist. Aber es ist eigentlich hier in der Schweiz. Also beides ist genau gleich so. Also ich finde überhaupt keinen Unterschied. Mehr Kosovo ist wie ein Ort, wo ich mich mehr entspannen kann. Also das sind meine 2 Hikes. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann drückt auf Abonnieren. Und zwar so. Genau so.